Funktioniert jetzt? Ich glaube, es funktioniert. Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Mein Name ist Siri und ich hatte gerade ein paar technische Probleme, weil irgendwie dieses Netzwerk überlastet und was der Geier. Jetzt werden sie halt wahrscheinlich gerade alle wieder im Internet rumsurfen. Hoffentlich verirren sich da ein paar während dieser Aktion auf meinen Kanal, aber wir werden sehen. Kann ich da die Leute dann aufgehen? Kann ich die Leute umschubsen? Kann ich Zeichen? Achso, nein, ich bin jetzt Siri. Ich hab vergessen. Ich kann hier ja keine Zeichen wirken. Hoppala, Entschuldigung. Hexersinne habe ich auch nicht. Okay, wir schauen uns erst einmal um. Wir müssen der Astrid nachgehen. Astrid. Hieß die Tante aus Drachenzähmen leicht gemacht, nicht auch Astrid? Ja komm, Astrid. Oh, leck doch mal, ich weiß gar nicht. Reden. Warum kann ich mit dir nicht reden? Nicht so. Halt den Ellbogen hoch. Sonst geht der Pfeil daneben. Ich weiß, aber mir tut der Arm weh. Gut. Das bedeutet, dass deine Muskeln funktionieren. Und pass auf, dass sich die Sehne nicht an deiner Nase verhakt. Papa, ich weiß. Kann ich da drüber? Das kannst du jetzt nicht tun. Tschüss, der hier. Das ist kein Schwanz. Irgendwie läuft sie komisch. Hast du gesehen, wie Sawyer sich losputzt? Mit Gold behängt. Man kann kaum hinsehen, so glänzt es. Angeblich will er heute um Jugendan abhalten. Mehr als die Hand in Okay, also ich muss da rein. Also schön. Rein mit dir und raus aus den Fetzen. Alles ausziehen? Ja, natürlich. Ja, das will ich auch schwer hoffen. Ich schätze mal, das wird. Naja, schauen wir erstmal. Stopp. Abgeschlossen. Okay. Also dann zieh dich mal aus. Bitte. Benutzen. Wir benutzen. Benutzen heißt wahrscheinlich ausziehen. Verlasse die Umkleide. Ja, ausziehen. Also. Und bitte. Handtuch wickeln. Nix gibt's. In die Sauna gehen. Gehen wir. Ich krieg schon eine Gänsehaut. Oh. Okay, alle, die nicht 18 sind. Endlich. Ich hatte schon Sorge, Sie... Ach, Mama, du machst dir immer Sorgen. Es ist alles in Ordnung, nicht wahr? Ja, alles in Ordnung. Gut, das ist gut. Was hast du da an der Hüfte, Kind? Ein Bluterguss? Das? Nein, das ist eine Tätowierung. Tatsächlich. Eine rote Rose. Bedeutet sie was? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Andenken an jemand Besonderen, der jetzt tot ist. Nein, ich war jung und betrunken. Was denn ich? Sagen wir das erst, das klingt irgendwie romantischer. Das ist ein Andenken an jemand Besonderen. Der ist jetzt tot. Ich kann es mir vorstellen. Du hattest einen gut aussehenden Verlobten, er gab dir eine rote Rose, segelte hinaus und die grausame See verschlang ihn. Fast. Ach, Kind. Diese Barden haben dir den Kopf mit ihren albernen Liebesliedern gefüllt. Wir schwatzen und der ganze Dampf ist weg. Wir brauchen noch einen Aufguss. Wieso habt ihr eine Sauna in eurem Dorf? Ich will auch eine Sauna. Sag mal, bei dir zu Hause, gibt's da auch Saunas? Ich hab kein Zuhause. Ich rede nicht gerne über mich. Ich hab kein Zuhause. Weißt du, ich habe eigentlich gar kein Zuhause. Bin immer unterwegs. Ah, ach so. Wohin fuhr dein Schiff denn? Schiff? Wir haben dich aus dem Meer gezogen. Ich dachte, du wärst schiffbrüchig. Nein, ich bin nicht schiffbrüchig. Wir seien jetzt ehrlich. Wir seien ehrlich zu den Damen. Nein, das stimmt nicht. Ich bin nicht schiffbrüchig. Wie bist du dann an den Strand gekommen?
Sagen wir, ich suche hier jemanden. Hoffentlich nicht deinen Verlobten. Wieso? Das würde Skjal das Herz brechen. Er ist total verschossen in dich. Hat den ganzen Tag an deinem Bett gesessen und dich angestarrt, als wärst du ein Kunstwerk. Astrid, das solltest du ihr doch nicht sagen. Oh, na, jetzt ist es zu spät. Gefällt Skjal dir? Gefällt er mir? Eigentlich ziehe ich Frauen... Oh, ich könnte sie lesbisch machen. Er gefällt mir gut, er ist bestimmt nett. Nee, komm, also... Als Mann kann ich das nachvollziehen, was der Skjal gerade durchmacht. Und deswegen... Ich finde, er sieht recht gut aus. Das halbe Dorf ist verrückt nach ihm. Aber er mag dich. Eine geheimnisvolle, schaumgeborene Schönheit. Jetzt hör schon auf. Du bist unmöglich heute. Hört mal, es ist hier sehr schön mit euch. Aber ich muss jetzt dringend los. Verstehe. Wer würde schon in diesem Nest hocken wollen? Hier ist jeder mit jedem verwandt und es stinkt nach Fisch. Ich glaube kaum, dass du mit irgendwem hier verwandt bist. Niemand in Lofoten nörgelt so rum wie du. Setz dich und sei still. Kind, Skjal hat die Pferde bestimmt schon gesattelt. Aber ehe du gehst, musst du noch schnell ins Wasser springen. Das tut dir gut. Was ich noch sagen wollte, mir hätte jetzt schon interessiert, was jetzt passiert, wenn ich gesagt hätte, ich ziehe Frauen vor. Ach, das machen wir mal vielleicht privat einmal. Ich wollte eigentlich, ich sollte wirklich gehen. Ach, warum nicht? Ja, also... Warum nicht? Geh durch die Tür, dann siehst du den Pier. Pass auf, er ist glitschig. Vielen Dank nochmals. Schon wieder nichts zu danken. Viel Glück auf deiner Reise. Wie die Titten schwammeln. Grüß deinen Vater. Du kennst meinen Vater nicht. Grüß deinen Vater. Grüß deinen Vater. Grüß deinen Vater. Grüß deinen Vater. Okay, ja. Und alle haben nichts an. Ist die ganzen... Nein, die hat... Ein Höschen hat sie an. Das ist Gallagher. Mit denen kann ich aber nicht reden. Okay, wir spielen ins Wasser. Kalt. Spielt Taucher? Ah, tatsächlich, sogar Taucher. Oh, oh. Ja, toll, jetzt kommen wir nicht mehr raus. Also da. Und jetzt? Trink einen Schluck vom Treas Feuerwasser, um dich aufzuwärmen. Und wo kriege ich das Feuerwasser? Was ja dann wahrscheinlich ein Schnaps sein wird. Achso, halt, ich muss, nein, ich muss da drüber. Boah, leck dich, Mann, ich war jetzt frisch. Feuerwasser, ich brauch Feuerwasser. Gib mal einen Schnaps. Da. Schnaps, Digga. Hoffentlich ein Ramazzotti. Also, schau, Prost. Alles Klöchen mit Öchen. Wie sie heute dieselbe Schnaps-Trink-Animation hat wie der Gerald. Ganz der Vater, ne? Also, der Adoptivvater, sagen wir so. Nein, wo geht's jetzt da raus? Das ist die Sauna. Wo geht's denn da raus? Ich weiß nicht, wo ich da rauskomme. Da, oder? Ja. Das schaut richtig aus. So, ich muss in die Umkleide. Da komme ich nicht rein. Da ist die Umkleide. Oder ist das die? Ja. Benutzen. Wir ziehen uns wieder an. Sich in ein Handtuch wickeln, das war jetzt eigentlich unnötig, ich mach's trotzdem. So, ich will nämlich wissen, wie das aussieht. In die Sauna gehen. Schauen wir mal. Aha, jetzt sind wir in ein Handtuch gewickelt. Wow. Sie hat ja eh die Bandage. Eigentlich braucht's doch das Handtuch gar nicht bis über ihre, wie sage ich jetzt, Oberweite zu ziehen. Ja gut. Aber scheiß drauf. In ein Handtuch entfernen. Handtuch. Ja, ich werde mich anziehen und gehen müssen.
Okay. Wo muss ich hin? Immer da. Da gehen wir jetzt ganz. Kann ich eigentlich mit ihrer schnell reisen? Das darf mich jetzt interessieren. Nein. Ich muss zum Skjöll. Skjöll hieß nicht einer von diesen Wölfe, die der Sonne und Mond jagen? Hieß die nicht so? Skjöll und Hatti? Da hat die ja fast einmal Es zieht ein einen Fehler gemacht. Ich muss deiner Mutter sagen, dass sie die Wäsche reinholen soll. Mutter, der Mann mit den Koks ist da. Ah! Oh, hier bist du. Die Pferde sind bereit. Ich auch. Wollen wir los? Hör mal, ich hoffe, meine Schwester hat doch keinen Mist erzählt, oder? Nein, nur dass du mich magst, tut mir leid, aber ich habe nicht wirklich... nein, komm, wir sagen. Wie gesagt, ich kenne die Situation vom Skjöll und deswegen natürlich sind wir im Gegensatz zu meiner damals nett. Nein. Außer, dass du in mich verknallt bist. Was? Aber sie sollte doch... Außerdem bin ich nicht... Natürlich bist du... Aber... Ach, weißt du, reiten wir los. Du hast es eilig und es wird bald dunkel. So eilig habe ich es nicht. Oh, jetzt baggert man richtig an, du. Jetzt geht's gleich richtig ab. So eilig habe ich es gar nicht. Oh. Oh, süß. Das war dein erster Kuss, oder? Natürlich nicht. Ja, mein erster. Wir haben nicht viel Zeit. Aber ein paar Dinge kann ich dir noch zeigen. Oh, jetzt geht's gleich Um ab. euer Leben! Okay. Bleib Gesicht- hier. Ich komme alleine klar. Okay. Hätte ja sein können. Okay, muss jetzt wieder... Wieso sieht mein Schwert so komisch aus? Okay, ich habe wieder mal ein unsichtbares Schwert. Alle zusammen! Habe ich eigentlich schon irgendwelche Siri-Fähigkeiten? Komm her, ich schwöre, ich mach dich besser. Triffst mich nicht! Krieger der wilden Jagd. Tja, Krieger der wilden Jagd, der kriegt jetzt einer aus dem Maul! Aber ich habe keine heftigen Attacken. Daneben! So, sauber in der Mitte auseinandergeschnitten. So muss das. Versuche die Krieger der wilden Jagd zu besiegen. Was sollst du versuchen? Was sollst du versuchen? Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Die scheiß Krieger der wilden Jagd halten aber ganz schön was aus. Warum regeneriere ich? Ich hab Gesundheit. Denk mal, Ciri regeneriert. Ich frage mich jetzt gerade, ob das vermeidbar gewesen war, hätte ich mir jetzt nicht so an den Typen rumgemacht. Doch. Hey, du hässlicher Köter! Ah, fix, ich bin gleich hier. Ja, normalerweise musst du sie regenerieren, oder? Warum regeneriert sie ihn nicht? Oh, halt, Girl. Reitet Ciri, nicht umsehen! Okay, ich muss abhauen. Ich brauche Pferde. Ich bin ja gleich hier, also Pferde ist nicht verkehrt. Ich glaube, da bin ich jetzt falsch. Scheiße. Würdest du bitte das Schwert ziehen? Wenn du mich killst, ich sag's da. Und tschüss. Daneben. Seit wann seid ihr so stark? Oder ist Ciri jetzt einfach irgendwie noch geschwächt? Eben. Oh, ich bin hier. Ups. Das
Das ist mir mit Ciri noch nie passiert. Aber normalerweise regeneriert die doch. Warum regeneriert kein Heal? Was ist da los? Habe ich irgendwie aus Versehen den Schwierigkeitsgrad geändert? Eigentlich nicht. Ach, was denn ich? Ist ja wurscht, ich bin Pro-Gamer, ich krieg das ja so ein. Bring das Weingut in Schuss, das Anna Henrietta dir geschenkt hat. Wer zur Hölle ist Anna Henrietta? Muss man die irgendwie kennen? Adrenalin erhöht den Schaden. Blablabla. Bla, bla. Suche an der Küste in der Nähe von nach Booten. Aber momentan sind wir doch in Lofoten. Kurz. Ich kann ja blocken, ey. Genau. Crit Damage. Mein Block doch! Alle zusammen! Hey, warum blocken die nicht? Ist genauso scheiße wie Kerl kastriert. Alter, hat er mich gerade getreten? Ich glaube, es hackt. Neben. Nein. Idiot, schafft sich mal ein kleines Mädchen zu besiegen hier. Ja, deine Mutter. So, jetzt regeneriert es vor mir. Und das vorher nicht gemacht? Du weißt, wenn du wütend gemacht hast? Reitet Ciri, nicht umsehen! Nein, aber jetzt bin ich gerade. Wenn du wütend gemacht hast? Noch einen anderen Dialog. Ich weiß, wie du wütend gemacht hast. Ich hab deine Mutter wütend gemacht, vor der hätte ich mehr Angst. So. Erstmal Zeigel nehmen. Ja, was, bist du jetzt hier oder nicht? Okay, ich brauch ein Ross. So viel zum Ross. Ah, jetzt. Was war das? Die wilde Jagd. Ragnarok. Das Ende der Welt. Nein, noch nicht. Aber ich muss weg. Sie sind wegen mir hier. Schnell, sitz auf. Ich zeig dir den Weg zum Felsen. Danke, Xial. Was ist mit deiner Familie? Bleib hier. Kümmer dich um Astrid und eure Mutter. Später. Wenn ich sicher bin, dass du es schaffst. Los! Ah, und somit wurde er zum Feigling. Verstehe. Vorsicht! Reitet Ciri! Nicht umsehen! Lass mich in Ruhe. Schneller, schneller! Sie holen auf! Ja, doch. Hau ab. Muss ein bisschen overgehen vom Gas. Pferde aus. Ich brauche Pferde aus. Wenn ich das kriege, wird das Pferd nicht panisch. Das Pferd ist mutiger als der Plötze. Oder die Plötze ist es ja eine. Vergiss einfach, dass Plötze ja eine sie ist. Wieso hat es eigentlich das Symbol von der Katzenschule? Bei der oben bei der Lebensanzeige beim Geralt ist ja das Symbol von der Wolfsschule, aber sie hat irgendwie das Katzenschulen-Symbol. Aua! Behindert! So. Wie nett, das Girl wartet auf mich? Das Girl ist ein guter. Halt an!
Cooles Schwert, ich will auch so ein Schwert. Aha. Einige Zeit später. Oh Gott, jetzt kommt dieses hässliche Viech. Was ist aus dieser Kreatur geworden? Wo ist sie? Jetzt schrei doch nicht so. Tut weh. Wo? Sie war bei Donas. Aber er hat sie verkauft. An wen? Weiß nicht. Geh jetzt. Sag's ihnen. Wasch meinen Namen rein. Verschwinde, sag ich. Der arme Kerl. Mir so leid. So, wir werden jetzt keine Dialoge haben, oder? Oh, das wird den Damen von den Dame Priesterin gar nicht passen, was wir jetzt da haben. Beziehungsweise was sie jetzt da hat. Eieiei. Was wird man, dass die jetzt gleich durchstehen? Was ist mit dem Garten passiert? Wie fühlst du dich? Du hättest etwas Mitgefühl zeigen können. Okay, wir machen jetzt einmal, das sind ja alles diese Weißdialoge, wir sind jetzt erst einmal, wir fangen mal nett an. Wie fühlst du dich? Yen, geht es dir gut? Jetzt ja. Der Zauber. Stell dir vor, du hättest Kakerlaken im Mund. Oder würdest in Jauche schwimmen. So etwa fühlt er sich an. In Jauche schwimmen, sowas ähnliches habe ich wirklich mal gehabt. Ah ja. Erst einmal. Du hättest etwas Mitgefühl zeigen können. Du hättest etwas Mitgefühl zeigen können mit dem Jungen. Das war kein Junge, Geralt. Es war ein Haufen verrottendes Fleisch, das durch meine Magie gesprochen hat. Nicht nur gesprochen, sondern auch geheult vor Schmerzen. Ich weiß, dass es echt aussah, aber es war kein Mensch mehr, verstehst du? Die Reaktion war jetzt relativ ruhig. Ich dachte, sie bleibt jetzt gleich wieder. Wir haben wichtiger zu tun. Und ich mit dir, dann fahre ich für mich richtig geil. Was ist denn mit dem Garten passiert? Er ist verwelkt. Ich sagte ja, der Zauber braucht viel Energie. Du wusstest, dass das passieren würde, oder? Hieltest du es nicht für erwähnenswert? Nein, ich wusste, du würdest protestieren. Dein Sinn für Anstand ist hinreißend, aber manchmal auch lästig. Geralt, ich weiß, wir müssen reden. Aber nicht hier, ja? Ich will hier keinen Moment länger bleiben. Der Garten! Unser Garten! War so klar, dass die jetzt gleich auf der... Konntet ihr nur? Wir helfen euch und ihr... Unfassbar! Sie, Ganz nicht ich. ruhig. Wage es nicht, mich zu beruhigen. Wir haben jedes Recht, wütend zu sein. Rasend. Dafür werdet ihr bezahlen. Wir hatten keine Mal, tut mir leid. Ja, tut mir leid. Es tut mir leid. Das ist alles? Mehr fällt dir nicht ein? Ja, was soll denn da? Nichts, was helfen würde. Ich werde überall auf den Skelligen verkünden, was ihr hier getan habt. Halt, das hab nur ich getan. Geralt wollte mich aufhalten. Ich wollte nicht hören. Ich hätte es wissen müssen. Man hat mich vor dir gewarnt. Zauberin!
Niemand soll dir die Tür öffnen. Niemand deinen Hunger stillen. Niemand deine Wunden versorgen. Dafür hat sie ja mich. Yen, das hättest du nicht tun müssen. Aber ich wollte es. Ich will nicht drüber reden. Konzentrieren wir uns auf das, was Kjal gesagt hat. Also das muss ich... Also so viel Anstand hätte ich hier jetzt ehrlich gesagt nicht zugetraut, dass sie die Schuld auf sich nimmt. Also beziehungsweise auf sich nehmen hat man ja Schuld. Es war ja ihre Schuld, also. Ich wollte sie ja aufhalten. Sie hat ja nicht Wahrheit gesagt, aber trotzdem. Ich muss es ehrlich zugeben, so viel Anstand hätte ich jetzt echt nicht zugetraut. Wir müssen wissen, dass Ciri nicht auf den Skelligen ist, diese grässliche Kreatur, irgendwie steht sie mit Ciri im Zusammenhang. Der Schlüssel zu Ciri ist dieses widerliche Ding, das Kjal am Strand gesehen hat, glaube ich. Weißt du, ich habe jemanden gesehen, der ganz ähnlich aussah. Wo denn? In Velen, beim dortigen Baron in der Burg. Der hat die Kreatur angeblich in Novigrad beim Kartenspiel gewonnen. Dann geh hin und hol sie. Egal wie. Kauf sie. Entführ sie. Wird nicht nötig sein. Der Baron schuldet mir was. Viel sogar. Ich glaube aber, es ist noch zu früh dafür. Was soll ich mit ihr machen? Sie auf die Suche nach Ciri und auf die Monsterjagd mitschleppen? Beim Baron ist sie gut aufgehoben, glaube ich. Ich hole sie, wenn ich weiß, warum Ciri nach Novigrad gegangen ist und was sie da gemacht hat. Ich könnte sie da immer noch finden. Na schön. Ich drück dir die Daumen. Passt. Sag mir, meinst du, dass... Nein, schon gut. Was denn schon wieder? Wir wissen nicht, dass Ciri... Erstmal das Weiße. Du wolltest mich was fragen. Was war es? Sag mir, glaubst du, dass dieses Ding möglicherweise Ciri ist? Dass sie... vielleicht verflucht wurde? Maybe. Darüber will ich gar nicht nachdenken. Geralt, wir müssen. Vielleicht ist sie es. Oder ihr Begleiter. Oder jemand ganz anders, der mit ihnen zu tun hat. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, kann ich einpacken. Wir müssen tun, was wir können und sehen, was passiert. Wir wissen, dass Ciri nicht das Skellig ist. Ich dachte, das weiß er nicht. Viel haben wir nicht erfahren. Obwohl wir sicher sein können, dass Ciri nicht mehr auf den Skelligen ist. In Velen auch nicht. Bleibt Novigrad, die größte Stadt der Welt. Niemand hat gesagt, dass es einfach werden würde. Gut, Ja. dass wir überhaupt einen Anhaltspunkt haben. Ich möchte wirklich wissen, in was sie hineingeraten ist. Ich habe keine Ahnung. Aber wir holen sie da raus. Gesund und munter, versprochen. Was jetzt? Ciris Spur ins Skellige. Wir sind ihr gefolgt und haben die Möglichkeiten ausgeschöpft. Vielleicht ist es Zeit, aufs Festland zurückzukehren. Vorher, da ist noch etwas. Jetzt kommt die Etwas Wichtiges. Was denn? Treffen wir uns in Larvik, in der Kriegerhalle. Reden wir dort. Ich möchte es jetzt nicht gleich machen. Ich brauche etwas Zeit. Können wir das später machen? Tut mir leid, aber ich muss noch etwas erledigen. Tu, was du tun musst. Ich warte eine Weile in Larvik auf dich. Wenn du es nicht schaffst, sehen wir uns in Vizima. Ich muss die Palastbibliothek durchsuchen. Vielleicht finde ich heraus, wer diese abscheuliche Kreatur war, die Skjal gesehen hat. Oder was. Bis dann, Yen. Pass auf dich auf. Warte. Diese Sache in Larvik, die ist mir wirklich wichtig. Ich wäre froh, wenn du dich beeilst. Oder machen wir es doch gleich. Ich befürchte nämlich fast, dass wenn ich jetzt zu lang warte, dass dann das irgendwie die Quest verfällt. Und natürlich rechts jetzt. Reite gerade mit meinem Pferdl weg? Okay, was, ich hab's mal anders überlegt. Das mit Larvik machen wir doch gleich. Schau mal, ich depp, was mache ich da? Ich will doch nicht ins Inventar. Der letzte Wunsch für Jennifer auf Larvik. Ja, gut. Ist eh schon drin, also. Weil es nicht weit weg ist, also von dem her. Da kann man auch hinlaufen. Beziehungsweise das Geralt-Mobil nehmen.
Mein Gott, wo das Pferd immer spawnt, das ist furchtbar. Schneller. Ja, schnell. Komm jetzt, beweg deinen Arsch. Wo reizt wieder hier, du? Mein Gott, einmal mit Profis arbeiten. Tja, die Priesterin findet mich heute jetzt scheiße, gell? Hallo. Lavik, waren wir ja schon da. Okay, wir parken mal da. Oh, ein Anschlagbrett. Anschlagbrett. Gib mir das Anschlagbrett. Ja, das Pferd warte ich schon. Anschlagbrett. Anschlagbrett. Das ist Anschlagbrett. Gala. Sohn des Hakon kam beim letzten Beutezug ums Leben. In seiner Brust steckten 3 Pfeile, aber es gelang ihm, den Kopf des Bogenschützen mit bloßen Händen zu zerquetschen. Bevor er seinen letzten Atemzug tat, er liegt bereits in einem Grabhügel begraben. Doch seine Seele feiert mit dem Vorfahren, er hebet ab und ein Glas zu seinen Ehren. Duruta. Ragnarok, was ist das? Ach, das sieht mir doch nicht. Da, das ist eine Quest. Rennen zu Ehren der Morgen. Keine Rennen. Auftrag. Das klingt schon eher interessant. Ich brauche einen Helden, einen Liebling der Götter oder einen Hexer. Jemand, der sich nicht fürchtet, der grässlichen Kreatur entgegenzutreten, die auf der Hauptstraße nach Larvik die Beute anfällt. Es wartet eine Belohnung. Wer den Tod nicht fürchtet und in Balladen besungen werden will, der komme zum Dorfältesten. Thorleif, Sohn vom Bär Hauks. PS, Svör. Du bleibst zu Hause, du hast schon genug angerichtet. Okay, wir haben einen neuen Quest dabei. Kuh Pferde klauen. Ja, ich klaue Jennifers Pferd jetzt einfach. Nein, aber jetzt wissen wir was. So. Jennifer ab und zu Wengerberg. Das nimmst du zurück. Du hast heiligen Boden geschändet. Die Götter werden dir niemals vergeben. Stell dich zum Teufel, Hexe. Okay, noch eine Beleidigung und es gibt aufs Maul. Virigania sein. Keine Beleidigung mehr? Gut, dann kann ich ja wieder gehen. Nein. Ich muss jetzt erst. Ich glaube, ich muss da mal ein bisschen dazu. So, Jungs, jetzt gibt's erst was aber. So. Jennifer! Also, was willst du von mir? Du hast echt ein Talent, Freunde zu finden. Die haben mich provoziert. Mhm, hab ich gesehen. Du wolltest mit mir über etwas sprechen. Amos war Ipsis, ein Experte für Djinns. Schon mal von ihm gehört? In der kaiserlichen Bibliothek habe ich sein Buch gefunden. Er ist eines Tages nach Skellige aufgebrochen und wurde nie wieder gesehen. Ich habe ein paar Leute hier nach ihm gefragt. Manche erinnern sich noch an ihn. Was ist mit ihm passiert? Warum interessiert er dich? Moment. Wissen Sie, was mit ihm passiert ist? Die Leute hier sagen, sie hätten sein Schiff zuletzt vor Hindarsfjall gesehen. Und dann brach ein gewaltiger Sturm los. Dann ist er jetzt wohl Fischfutter. Nicht unbedingt. Ich muss wissen, was aus ihm geworden ist. Warum? Kanntest du ihn? Nein, es geht mir auch nicht um den Magier, sondern um den Djinn. Warum interessiert er dich? Djinns können gefährlich sein und sind immer hinterhältig. Ich weiß, aber die Vorteile überwiegen das Risiko. Wenn ich einen Djinn zähmen kann, bedeutet das unglaubliche Macht. Das könnte uns eines Tages nützlich sein. Bist du sicher, dass dieser Magier einen Djinn hatte? Seine Bücher deuten darauf hin. Er beschreibt, wie er einen gezähmt und Kraft aus ihm gezogen hat. Mit einem Djinn wäre ein Sturm kein Problem. Er könnte sich einfach etwas wünschen. Vielleicht hatte er keinen Wunsch mehr übrig. Oder es ist etwas Unerwartetes passiert. Also gut. Was genau erwartest du von mir? Du musst mir helfen, diesen Djinn zu finden. Ich kann dir kein Gold anbieten, aber
Ich werde dir auf ewig dankbar sein. Das muss reichen. Diesmal werde ich die nicht... Nein, also das war arschig. Das wäre wirklich arschig, sogar für jene Verhältnisse. Na schön. Wenn das so ist, dann helfe ich dir eben. Ich danke dir. Im Hafen wartet ein Boot auf uns. Komm. Ich komm heftig. Das kannst du mir glauben. Wie ich sehe, hast du schon alles vorbereitet. Ja, Woher wusstest du, dass ich Ja sagen würde? ich wusste es nicht. Aber ich wollte es riskieren. Vor allem Nein zu sagen war halt wirklich arschig. Jennifer ist mal nicht der sympathischste Charakter in diesem Spiel, aber so krass arschlochmäßig muss man dann auch wieder nicht sein. Oh mein Gott. Fackel. Mach mal ein bisschen Licht da. Oh, der würde kurzen Prozess machen mit dem Biest. Du hast der Beast? Hey Beast! Erst bei Beast. Beast ist gut. Bist Hey. du ein Hexer? Sehe ich recht? So schaut's aus. Hallo, ich habe die Nachricht gelesen. Ach so, das Ah, ist das. und da heißt es, wozu hängst du das auf? Die Bestie jagt doch keiner. Ich hab's ihnen gezeigt. Ja, gut, wurscht. Irgendeine Ahnung, mit was für einem Biest wir es zu tun haben? Ach, man hört ja alles Mögliche. Die Frauen, die abends die Netze reinigen, reden von Koschchays und Mantikoren. Aber das ist wohl nur Geschwätz. Wir würden ja den Rat der Priesterinnen der Freya suchen. Aber wie, wenn wir nicht zum Schrein gelangen? Und niemand hat das Biest gesehen? Nicht mal von weitem? Oh doch, natürlich. Sogar aus nächster Nähe. Kurz bevor es ihr Blut im Unterholz verteilt hat. Ich wusste gleich, dass normale Leute nicht mit der Bestie fertig werden. Aber Sverre hat drauf bestanden, einen Trupp zusammengestellt und... Es kamen nur 4 zurück. Der Rest wurde östlich des Dorfs massakriert. Hilfst du? Ja, logisch. Belohnung. Belohnung! Reden wir über meine Belohnung. Du willst feilschen? Hm, wonach richtest du dich denn? Nach der Höhe des Widerrists oder... Nein, nach der Spezies. Ertrunkene kosten weniger als Gorgus. Aha, aber wir wissen doch gar nicht, was da an der Hauptstraße rumlungert. Erschlag es doch erst, dann reden wir über Geld. Nein, wir müssen uns vorher einigen und einen Bonus für unverhoffte Risiken verabreden. Also, wie viel? Schauen wir heute mal. 520, machen wir 540. Wie du willst. Immerhin riskierst du ja den Kopf. Ich mach das. Ich kümmere mich um das Monster. Es ist nicht dein erstes. Das ist offensichtlich. Du bist nicht wie unsere Jungs. Übereifrig, aber ohne jeden Verstand. Die 4 Überlebenden. Wo finde ich die? Willst du mit Sverre sprechen? Vielleicht keine schlechte Idee. Die sitzen bei der Hütte da drüben. Gut. Ja, das mache ich, aber nicht jetzt. Jennifer, beschwerst du dir jetzt? Nein. Sverre hieß nicht so. Da war doch bei Wiki, da hieß doch einer aus der Crew, der Sverre, oder? Dein Name sei verflucht. Du voran. Wenigstens einmal könntest du die Initiative ergreifen. Würdest du das denn zulassen? Das käme ganz drauf an. Muss ich denn jetzt... Ich gehe einfach mal nach. Ein Gin müssen wir so, ha? Dann suchen wir einen Gin. Oh Gott, wenn da schon wieder so Idioten unten rumstehen. Das wäre was passiert. Respekt, Hexer. Nicht? Oh, die lassen mich sogar in Ruhe. Das ist schön. Hast du ihm den Kopf abgeschlagen? Einen Riesenkopf über dem Kamin. Was für ein Schmuck. Ich weiß nicht, also wenn ich da schlafe, ich weiß nicht, ob ich da noch schlafen kann, wenn mir das Ding die ganze Zeit anschaut. Okay. Das Schiff mit dem Djinn ist irgendwo hier gesunken. Oh nein.
nicht gerade sehr präzise, die Spuren. Ich wirke einen Zauber auf unser Boot. Dann wissen wir, ob unter uns irgendwelche Wracks liegen. Sowas nennt man so nah. Also gut, ran an die Arbeit. Was dagegen, wenn ich steuere? Habe ich denn eine Wahl? Nein. Passt schon, jede Kampf gehabt. Okay, also wir müssen uns... Ja, hoch die Ida. Ich weiß nicht, ob die Sache mit dem Djinn so eine gute Idee ist. Wir haben schon einmal einen erwischt. Weißt du nicht mehr? Doch, klar. Rittersporn hat dabei fast seine Stimme verloren. Zum Glück hat dein Exorzismus sie gerettet. Das war sehr poetisch. Ja, woher hätte ich denn wissen sollen, dass die Beschwörung Hau ab und fick dich selbst bedeutet? Hättest du mal Fremdsprachen gelernt? Ziehst du mich jetzt den Rest meines Lebens damit auf? Natürlich. Dein letzter Wunsch hat dir genau das gesichert. Ich habe mir gewünscht, dass wir immer zusammenbleiben. Nicht, dass du dich über jeden meiner Fehler lustig machst. Pass auf, was du dir wünschst. Und wenn dein Wunsch in Erfüllung geht, musst du ihn mit allen Konsequenzen akzeptieren. Natürlich. Und was deine Fehler angeht, ich wüsste nicht, warum ich nicht darüber lachen sollte, wenn sie amüsant sind. Da ist irgendwas. Auf dem Grund. Hier ist es zu tief. Du kannst nicht so lange tauchen. Du unterschätzt mich. Andererseits, darum habe ich dich um Hilfe gebeten. Ich wirke einen Zauber. Er wird deinen Herzschlag für kurze Zeit verlangsamen, damit du länger unter Wasser bleiben kannst. Esat ich krüde Rüpaun. Geschafft. Sei vorsichtig da unten. Okay. Ja, leck mal nicht das Wasser. Was war sie zu mir? Jetzt fangen wir mal was anderes so zum Schwimmen jetzt. Ich habe 2 jemanden dabei. So, das da. Jetzt kommen wir weg da. Gut, die Armbrust kalte jetzt nochmal, weil falls so Gegner kommen, ist das glaube ich nicht verkehrt, wenn man Armbrust dabei hat. Es klärt auf. Wo siehst du das? Und ab geht's. Irgendwie habe ich gar keinen Sauerstoffbalken. Ah, mein Hexersinne aktivieren. Ja, sonst muss das da unten jetzt wieder Viecher sein. Und? Wie läuft's? Yen, ich hasse es, wenn du meine Gedanken liest. Streng genommen tue ich das gar nicht. Ich nutze Telepathie. Außerdem hast du doch nichts zu verbergen, oder? Und falls doch, würde ich es bestimmt nicht zugeben. Siehst du irgendwas Interessantes? Ein Schiffswrack und eine Höhle. Da werde ich mal reinschauen. Ein Haufen Ersoffene. Fick dich! Wenn da wieder mal da hinschießt, das was hinschießt, sind du Mongo! Ah Gott, Gut, der ist hier. Da schwimmt noch am Rand. Der ist der. So. Der nervt mich nicht mehr. Abgebrochene Masten, zerfetzte Planken und einen ganzen Schwarm Ertrunkener. Wahrscheinlich wurden sie von den Leichen der Besatzung angelockt. Und jetzt haben sie hier ihr Nest. Da ist doch eine Galionsfigur vom Clan Brummund. Das ist das falsche Schiff. Komm wieder hoch. Ja, gleich. Muss ich schon mal ausnutzen, wenn ich mal unter Wasser sein kann, ohne Dings. Coole Muschel. Ohne Gesundheits- oder beziehungsweise Sauerstoffbalken. Das einzige Spiel, wo es das bis jetzt gegeben hat, dass man auch wirklich ohne, dass man so lange unter Wasser sein kann, wie man will, das war Jedi Fallen Order. Also spieletechnisch, wo ich gespielt habe. Jetzt muss ich wieder auf. Wenn da geht's auf. Da ist das Boot. Jetzt mal schauen, ob es da noch was gibt. Aber ich glaube nicht. Wenn man Zauber, kannst du sagen, was du willst, aber wenn man Zauberin dabei hat, dann. Ich finde es eigentlich ganz chillig, dass ich jetzt da mal nicht steuern muss. So, Hopwart jetzt? Wo uns die Spur hinführt. Auf geht's. Ja, was ist?
Hallo. Und wenn wir den Djinn finden, was dann? Wünschst du dir ein schönes Haus, einen Palast und eine Krone? Reden wir noch immer über den Djinn oder sind wir jetzt bei einem sprechenden Fisch gelandet? Hä? Eigentlich ist das ja egal. Beide erfüllen Wünsche. Was soll ich jetzt sind da? deine? Das wirst du noch früh genug erfahren. Irgendwie macht sie jetzt gerade nichts. Bitte sag jetzt nicht, dass sie das jetzt... Hallo, würdest du bitte mal, Jetzt hat Jen keinen Bock mehr zum Segeln. Was ist denn jetzt? Sing mal fest. Ich glaube, da hat sie jetzt... Ich glaube, jetzt haben wir es... Ich glaube, da hat sie jetzt ein bisschen was verpackt, ha? Ja, Jen, was ist denn jetzt? Fahr halt dann einmal! Ich sag's euch, was ist, ich glaube, das hat jetzt einen Bug, das Level. Scheiße, dann laden wir es halt nochmal. Hilft ja nichts, müssen wir nochmal lang. Auf Hintersfjall erfuhren Geralt und Yennefer, dass Ciri tatsächlich auf die Inseln zurückgekehrt war. Sie war wieder mit ihrem maskierten Magierfreund zusammen gewesen. Gemeinsam hatten sie ein Boot bestiegen und waren in eine unbekannte Richtung aufgebrochen. Das Boot war zurückgekehrt und an Bord war nur ein Passagier. Eine Kreatur, die so stumpfsinnig wie hässlich war. Redest du gerade von dir selbst? Und wohin jetzt? Wo uns die Spur hinführt. Jetzt geht's. Ja, der Manni war jetzt einfach das Level verpackt. Und wenn wir den Djinn finden, was dann? Wünschst du dir ein schönes Haus, einen Palast und eine Krone? Reden wir noch immer über den Djinn oder sind wir jetzt bei einem sprechenden Fisch gelandet? Hä? Eigentlich ist das ja egal. Beide erfüllen Wünsche. Was sind deine? So. Das wirst du noch früh genug erfahren. Da ist etwas. Noch ein Wrack. Mal sehen, ob unser Djinn da unten ist. Ich tippe mal auf Nein. Aber schauen, komm einmal. Spring rein, mein Sohn. Hier ist ein Wrack. Es liegt schon eine Weile da. Das Holz ist morsch. Zieh dich um, aber pass auf. Such nach irgendwas, was es als das Schiff des Magiers identifizieren könnte. Nimm halt. Hallo, da, nimm's mit. Nimm's mit. Wunderschöne Handwerkskunst. Was hast du denn gefunden? Hier ist eine Truhe, sehr alt. Sie muss vom kaputten Langschiff gefallen sein. Kriegst du sie auf? Hoffst du auf einen Piratenschatz? Ich hoffe auf den Djinn. Probier sie aufzumachen. Da ist eine Tür. Oder was auch immer das sein soll. Ich da gern. Hier ist was. Der Schild eines Skelligers mit Symbolen vom Clan Haymay. Donas Clan. Dona hat noch in die Windeln geschissen, als dieser Schild hier gelandet ist. Das Langschiff gehörte dem Clan Dimun. Jen, ich glaube nicht, dass eines dieser Boote dem Magier gehörte. Das sind alles gesunkene Langschiffe. Dann komm zurück. Wir müssen woanders suchen. So kannst du so irgendwas aufmachen. Heute da gibt's da noch. Das nenne ich Kriegsbeute. Hast du den Djinn gefunden? Nein, aber dafür etwas, das für mich genauso wertvoll sein könnte, wie es der Djinn für dich ist. Okay, also mehr gibt's hier glaube ich nicht. Was war denn das nochmal? Hallo, jetzt meine Fresse, du. Wunderschöne Handwerkskunst. Was hast du denn gefunden? Ein Kriegshorn mit dem Abzeichen vom Clan Haymay. Also, ja gut. Dann tauchen wir halt wieder auf. Oh Gott. Hocken wir uns wieder nieder und fahren weiter. Hoffentlich packt sie sich wieder.
Du wirst immer besser. Es ginge noch schneller, wenn du mir hier unten helfen würdest. Ich hab lieber von hier oben alles im Blick. Ja, so wie damals, als wir den goldenen Drachen gesucht haben und eine Lawine uns erwischt hat. Als ich mich an den Überresten einer Brücke festgehalten habe und du an meinem Latz hingst und die Aussicht genossen hast, du erinnerst dich? Der Abgrund war wirklich atemberaubend. Die rauschenden Bäume, der Bach in der Tiefe. Ja, ich weiß noch. Aber was ich vor der Nase hatte, fand ich noch besser. Die Sorge ist vergessen. Mit diesen Felsen da stimmt irgendwas nicht. Und da ist etwas am Grund. Ich sehe mir das mal an. Da ist ein kleines Boot da unten. Oder sehe ich das richtig? Siehst du irgendwas? Irgendwas wird dem nicht gerecht. Ein riesiger Krater, als wäre hier ein Meteorit eingeschlagen. Das muss ich sehen. Kommst du auch ins Wasser? Nein, ich wirke noch einen Zauber, damit ich mit deinen Augen sehen kann. Entspann dich. Eizu, Feite, Beidem, Enechte, Ilvait. Das ist kein Meteoritenkrater. Was denn dann? Der Effekt einer Teleportation. Irgendeine Macht hat einen Teil des Meeresbodens samt Felsen und allem im Teleportationsbereich herausgeschnitten. Ich habe schon immer gesagt, Portale wären gefährlich. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Such nach irgendwas, in dem ein Djinn sein könnte. Na gut, aber geh mir erst aus den Augen. Ist einfach zu eng für uns beide. Eizu, Feite, Beidem, Enechte, Ilvait. Geh mir aus den Augen, ich kann dich nicht mehr sehen. Gedanken an dich sollen im Winde verwehen. Du bist verlogen, kein Pfifferling mehr. Kein Djinn in Sicht, aber hier ist was anderes, das dir gefallen dürfte. Nämlich? Ein halbes Siegel. Das ist gut. Komm wieder hoch. Ich komme noch nicht wieder hoch. Ich schaue jetzt erst einmal, was da unten es gibt. Host B. Frau ab und zu Jängerberg. Wennerberg. Hä? Ist blöd. Silber, mit Perlen besetztes Besteck. Dieses Schiff muss einen verdammt reichen Eigentümer gehabt haben. Amos war nicht arm. Gut möglich, dass es sein Schiff ist. So ist umdrehen, du Spacken. Irgendwas hat diesen Korb in genau 2 Hälften geschnitten. Okay. Tauchen wir wieder auf, oder? Alter, wie tief bin ich denn jetzt gerade runtergetaucht? Wenn man den Krater möchte ich mir jetzt aber noch mal anschauen. Schaut doch mal die Scheiße so nah aus, meine Fresse. Was mich jetzt aber interessieren kann die jetzt Jennifer einfach auf dem Boot hocken lassen und dabei irgendwas anderes machen? Das war jetzt schon irgendwie lustig. Ich habe nur eine Hälfte gefunden. Kannst du damit was anfangen? Ich kann damit die andere Hälfte finden. Innerhalb von einem Dutzend Metern. Und sobald wir die haben, dürften wir auch den Djinn finden. Exakt. Bereit? Bei 3 bringe ich uns dorthin. Nein, nicht noch ein Portal. Hör auf zu jammern. 1, 2... Du hast gesagt, dass es auf 3 losgeht. Schon passiert. Schau, wir müssen die Gegend absuchen. Yen, nicht so schnell. Sag mir erst, was das überhaupt soll. Wozu brauchst du diesen Djinn? Aber das weißt du doch längst. Die Macht eines Djinns ist für Magier absolut unbezahlbar. Also die Musik verrät, dass es jetzt gleich romantisch wird, weil das ist dieses Witcher-Romanze-Ding. Sag es oder ich gehe, warum willst du diese Macht haben? Komm, sag es oder ich gehe.
Ultimatum. Diesmal windest du dich nicht raus. Sag die Wahrheit oder ich bin weg. Du musst mich nicht erpressen. Du hättest es eh erfahren. Stimmt, aber erst danach. Ich will es jetzt wissen. Wie lange geht das jetzt schon, Geralt? Die Sache zwischen uns. 15 Jahre? 20? Immer wieder trennen wir uns und kommen dann wieder zusammen. Irgendetwas zieht uns zueinander hin, ja. Aber ich kann nicht sagen, ob es ein echtes Gefühl ist oder nur ein Streich des Djinns. Also darum geht's, um meinen letzten Wunsch. Du hast dir vom Djinn gewünscht, uns für immer zu verbinden. Ich will, dass er diesen Wunsch zurücknimmt. Warum? Ich verstehe. Wir verstehen's. Ich verstehe. Du willst wissen, was passiert, wenn uns keine Magie mehr verbindet. Ich will wissen, ob es zwischen uns noch Magie gibt, wenn der Zauber des Djinns fort ist. Und wenn ich das nicht will? Und wenn ich's gar nicht wissen will? Tut mir leid, du hast keine Wahl. Komm, suchen wir das Schiff. Da ist es. Jetzt muss ich aber kurz einmal eine Anmerkung machen. Sie hat gesagt, sie Amos kann... war wohl ziemlich exzentrisch. Hat er den Djinn gebeten, die Hälfte seines Schiffs auf einen Berg zu hieven? Nicht unbedingt. Djinns sind ziemlich durchtrieben. Vielleicht hat dieser hier den Wunsch erfüllt und dabei verdreht. Wenn das so ist, dann wäre es mir lieber, du würdest dir nicht wünschen, dass ich aus deinem Leben verschwinde. Ich muss mir noch überlegen, wie ich den Wunsch formuliere. Was ich sagen wollte, sie hat vorher gesagt, sie kann die zweite Hälfte des Amuletts innerhalb von einem Dutzend Metern, also sprich 12 Meter, aufspüren. Und ich bezweifle, dass dieses Schiff genau 12 Meter von unserer letzten Position weg ist. Na gut. Die Armbrust stört mich jetzt gerade. Ich glaube, die brauche ich jetzt vorerst mal nicht. Gut. Ach, ich mag diese skellige Musik. Wir sollten das Schiff untersuchen. Und mit wir meinst du natürlich mich. Ruhigstein haben wir ja. Bisschen Kohle, was haben wir da noch? Brot, das garantiert noch gut ist. Hier ist nichts. Da ist eine Schere, da kann ich eine Nagelbombe draus basteln. Hier gibt es nichts Interessantes. Hallo? Also in der Last of Us kann ich jetzt die Schere mitnehmen. Bart sprießt auch schon wieder. Ich muss mal wieder mich rasieren. Halt. Jetzt sie fix. Bleibst du da? Was mit? Baum. Schiff, ahoi, Kapitän! Sag mal, tust du auch was? Nein, natürlich tut sie nichts wie immer. Warum muss ich immer die ganze Arbeit machen? Furchtbar. Spring doch nicht runter, du. Interessant. Eine Viertelleserhose, ja, sehr interessant. Was mag das wohl bedeuten? Was mag das wohl bedeuten? Ja, du sollst es aufnehmen, du! Geht doch. Wir nehmen alles mit. Alles nehmen wir mit. Aufnehmen. Mysterium der Mysterien. Agnes von Glanville. Ich werde das jetzt garantiert nicht lesen. Schicke Schuhe. Sieht aus, als wäre der Zusammenstoß mit dem Berg so stark gewesen, dass hier jemand aus den Latschen gekippt ist. Der Magier muss hier geschlafen haben. Was mag das wohl bedeuten? Blut. Da wurde jemand übers Deck gezogen oder die Spur wurde hinterlassen, als das Schiff auf die Seite gekippt ist. Nichts Interessantes.
Vielleicht dann rot, wenn es nicht interessant ist. Mein Gott, die Spur, also manchmal. Hier ist nichts. Wieso leicht's dann rot? Nur damit das anguckt. Hier ist nichts. Da kann man interagieren. Interagier mal. Yen, das solltest du dir mal ansehen. Was hast du denn gefunden? Amos. Er sieht genauso aus wie im Buch. Nur war sein Kopf dort noch intakt. Meinst du, der Djinn war das? Nein, er würde seinem Meister nichts tun. Sieht eher nach einem Unfall aus. Als der Sturm losbrach, hat Amos wahrscheinlich gesagt, bring uns weg, irgendwo hin und wenn's auf einen Berg ist. Und der Djinn hat ihn beim Wort genommen. Sie sind hart gelandet. Amos prallte gegen die Wand und das Bücherregal hat den Rest erledigt. Hab's immer gewusst. Zu viel studieren bringt einen um. Geralt ist einfach der Beste. Wenn er beim Teleportieren gestorben ist, trägt er vielleicht noch das Siegel. Sieh an. Bravo. Komm an Deck, ich habe eine Idee. Beinhaltet die Idee zufällig, dass ich wieder gegen irgendwas kämpfen muss? Weil wenn das so ist, dann habe ich keinen Bock drauf. Geh mal einen Schritt zurück. Was hast du vor? Den Djinn rufen und bändigen. Er wird nicht glücklich sein. Halt dich bereit. So ist doch. Ken Djinn, Frit Keist im Jahr. Keist etwas glär. Querit mi Kassel. Und da kommt er auch schon. Und ich muss auch schon gegen ihn kämpfen. Aua. Einen Plan? Du musst ihn schwächen. Warte mal kurz. Entschuldigung, ich muss kurz das Arbeitsgewand reduzieren. Das da. Oh! Wollen wir es andersrum machen? Hoppala. Ja, das war jetzt irgendwie... Während ich mich umgezogen hab, du Arschlochviech, du! Also schön. Nochmal. Mit dem Auge von Leni kannst du Illusionen auflösen und neue Spezialbereiche entdecken. Suche und wählen nach dem Auge. Jetzt kriegen wir doch von der Zauberin da, von der Kira. Kira Metz, oder wie die geheißen hat. Jetzt komm. Gut, jetzt. Oh na, bitte nicht wieder von vorn. Warte mal. Diesmal zoomen wir uns aber gleich das Arbeitsquando. Das ist nicht mehr der Armbrustteilung. Gut, und los. Wenigstens muss ich nicht das ganze Zeug wieder einsammeln. Geh mal einen Schritt zurück. Was hast du vor? Den Djinn rufen und bändigen. Er wird nicht glücklich sein. Halt dich bereit. Du rufst den Djinn. Ich muss ihn Ken bändigen. Djinn, Frit Keist im Jahr. Keist etwas glär. Querit mi Kassel. Oh, Freund, das ist mit dem Meister nicht so einfach. Du hast sicher einen Plan? Du musst ihn schwächen, während ich ihn in die Sphäre ziehe. Wollen wir es andersrum machen? Wieder. Ich
sich jetzt schon, das wäre ganz schön anreichend jetzt gegen den. Au! Alter! Der trifft mich zweimal und ich bin hier! Mein Gott, was habe ich mir dabei gedacht, als ich die Quest gemacht habe? Alter, das Scheißviech trifft mich zweimal und ich bin hier! Ja, leck mich am Arsch, Alter. Das kann ja jetzt lustig werden. Vielleicht sollte die, warte mal, da haben wir 75 Rüstung, da haben wir 110. Ja, es schaut zwar scheiße aus, aber es hilft nichts, ich muss jetzt leider die gute Rüstung nehmen. Ich bin vor allem bei Rüstung bin ich ja sehr auf Optik bedacht, aber ich glaube gegen die schwache Rüstung, da meine ich, komme ich nicht weit, es hilft nichts, ich muss diese hässliche. Hässlich ist es nicht, das geht schon. Ja, das hat man schon, brauchen wir nicht nochmal. Und los geht's. Du hast sicher einen Plan? Du musst ihn stechen, während ich ihn in die Sphäre gerade das Schwert wegstecken. Wollen wir das andersrum machen? Und gleich nochmal. Also, hauen wir einfach mal rein, oder? Ja, bringt uns gar nichts. Ernsthaft? Ernsthaft? Fick dich! Du Arschlochspul! Du Hurensohn-Spul, du! Oder du Hurensohn-Viech! Oh Gott, das kann ja jetzt ein Gaudi werden, Alter. Aber ich hab keinen Bock, ey. Vor allem, ich hau ja da rein und das macht überhaupt keinen Schaden nicht. Wie soll ich nicht das Viech bitte schwächen? Kann mir das mal jemand sagen? Okay, was ich jetzt gleich mal als erstes mache. Nochmal umziehen. Ach, was machst du denn? Du sollst das da. Das können wir jetzt so. Diese Hose. Habe ich eigentlich bessere Waffen? Und das Silberschwert, das ein bisschen mehr Schaden macht. Oh ja. 187. Was haben wir da? Wie viel Schaden? 220. Das macht 220. Wie viel Schaden macht das? Oh, nein. Gut, dann nehmen wir dieses Silberschwert. Armbrust. Ja, nehmen wir die. Ja, fick doch die Henne, Alter. Ja, das kann ja jetzt ein Gaudi werden, da. Schicke Schuhe. Sieht aus, als ich brauche keine schicke Schuhe, interessiert mich ein Scheißdreck. Bla bla bla, ich speichere jetzt erst einmal. Welcher war's denn? Der war's. Da. Erst besser mal speichern und fortfahren. Auf den Latschen gekippt ist. Ich hasse es. Ich hätte vielleicht vorher schauen sollen, was für eine Stufe die jetzt Level empfohlen wird. Geh mal an. Ja, ist mir schon vor. Ja, bla bla bla. So, jetzt werden wir gleich nochmal speichern. Du hast sicher einen Plan? Du musst ihn schwächen, während ich ihn in die Sphäre ziehe. Ja, das ist nicht so einfach. Wie soll ich das tun? Wie soll ich das machen? Ich kann ja da... Ja, das macht null Schaden, wenn ich das mache. Nee, da ist er die Maske. Okay, jetzt hat er jetzt seinen komischen Blitzding. Toll!
Wie soll ich das machen? Kann man das ja mal irgendwer sagen? Boah. Er wieder in Deckung. Fick dich, du Drecks-Arschlochviech, du Kreislichs-Grutze, fix gut, dass ich gespeichert hab. Wie soll ich das machen? Irgendein Zeichen, vielleicht kann ich ihn anzünden, was weiß denn ich? Probier's mal mit dem Anzünden. Oh, ich hasse sowas, Alter. Probier's mal mit dem Anzünden, vielleicht funktioniert das. Gelangt's mir schon wieder. Spät ist es eigentlich, schon 1:11. Du hast sicher einen Plan? Du musst ihn schwächen, während ich ihn in die Sphäre ziehe. Wollen wir es andersrum machen? Die zünden mal an. Die zünden nicht an, weil ich verreck ja zuerst. Jennifer, du bist so nutzlos wie ein Haufen Scheiße! Sicher einen Plan? Du musst ihn schwächen, während ich ihn in die Sphäre ziehe. Wollen wir es andersrum machen? Komm schon, Und bringt das was? Nein, natürlich bringt das nichts. Ah, was? Vielleicht das Ding. Mein! Bringt das was? Das was? Ich glaube, das bringt nichts. Nein, es bringt nichts. Natürlich bringt's nichts. Wie soll ich denn das machen? Mein Silberschwert macht keinen Schaden bei dem. Zeichen bringen auch nichts. Außer Gwen halt. Wie soll ich den schwächen? Oh, ja, Art habe ich noch nicht ausprobiert. Die kannst du mal mit A probieren. Du hast sicher einen Plan? Du musst ihn schwächen, während ich ihn in die Sphäre ziehe. Wollen wir es andersrum machen? Boah. Und ich bin hier. Ich kann ja nicht einmal das Zeichen ausprobieren, weil ich sofort hier bin. Das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein. Also einmal probier es noch, wenn ich es jetzt schaffe, dann mag ich nicht mehr. Alter, wie soll ich nie das machen? Du hast sicher einen Plan? Du musst ihn schwächen, während ich ihn in die Sphäre ziehe. Wollen wir es andersrum machen? Wie lange soll ich noch? Das bringt natürlich auch nichts. Was leckt mich doch am Arsch, ich mag jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Gin. Leck mich doch am Arsch. Ja, ich habe ja davon gespeichert. Ich hab keinen Bock mehr. Ohne Scheiß, dieses Drecksviech, wie soll ich nie das machen? Leck mich doch am Arsch, das probiere ich morgen nochmal. Also, ich bedanke mich bei denen live für was fürs. Ach, was weiß ich. Ja, hat mir eh keiner zugeschaut.
Ja, also, wie gesagt, ich probiere morgen nochmal mit diesem Drecksviech und, ja. Ich wünsche wie immer allen einen schönen Abend, eine gute Nacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich mich wieder dezent errege über dieses Scheißviech, weil ich keine Ahnung habe, wie ich das besiegen soll. Und ja, auf Wiederschauen. Servus.